Moin Levelü. Wir sind hier in der Kreativwerkstatt wie Angelika und ich bin der politische Koordinatorin von Landkreis Vorburg. Wir mag mit der Nürnbergischen Landschaftsverband zusammen dieses Projekt, dieses Fürhem. Es gibt schon ein paar Videos von uns, wie ihr Tauhus klütern könnt. Und heute wollen wir schön schreiben, auch Handlettern, wie es so schön heißt. Ja, und Angelika wird uns ein bisschen zeigen, wie man das so machen kann. Ist okay, wie wir das jetzt zeigen, damit man das irgendwie jetzt auch Tauhus, wir sind jetzt gerade Gott für Weihnachten, aber auch Gott für Ostern kann man damit schöne Postkarten machen, auch so, ne, dass man einfach eine Idee kriegen kann, wie kann man das umsetzen, wie hat man nochmal eine andere Idee von den Schriften, von der, genau, also. Und dass man sich da auf jeden Fall auch rantraut. Ne? Ja. Manchmal sieht man das ja und denkt, oh Gott, das kann ich auf gar keinen Fall. So ist es, finde ich, beim Händler dann überhaupt nicht. Das kann man. Man muss auch nicht schön schreiben können dazu. Nee, okay. Also man braucht keine schöne Handschrift. Das ist halt eher, ja, also zeige ich euch. Ja, gut. Dir. Frei ich mich. Kicken wir mal. So, pass auf. Wir machen erstmal ganz zu Anfang mit dem Platz und ein paar Lockerungsübungen. Es ist tatsächlich so, dass du für die Hand, mit Stift und Zettel. Und es ist auch so, dass man mit der Zeit, je mehr man übt, auch gewisse Muskeln tatsächlich trainiert, aufbaut in den Händen und das dann auch leichter fällt. Oder man dann halt, am Anfang hat man noch so einen kleinen Tada und also das wird echt besser. Auf geht's. Genau. Wir machen erstmal ganz einfache Lockerungsübungen. So, wir nehmen uns eine Unterlage. Also wir haben ja hier quasi Linienpapier, wie man das auch noch so ein bisschen aus der Schule kennt, ne? Irgendwie, ja. Ja, wie gute Grundschau. Da hat man irgendwie das A immer öft. Genau. Und das B und das. Genau, wir legen uns das aber drunter, dass wir halt. Das ist gut, wenn man papiert. Naja, hätte man an einen Oktahus, ne? Wie in Drucker oder so, hätte man schon an sich nicht das dickste Papier, da nimmt man dann schon auch und dann kann man da auch durchkicken. Stopp. Und wir versuchen das mal mit so einem Pinselstift. Und hier ist wirklich schwarze, Tinte ist es nicht, aber siehst du da. Also das ist wie ein Filzstift eigentlich, nur dass der, eigentlich wie ein Pinsel. Nee, das ist ein Pinsel. Du kannst auch gerne mal, probier das mal aus, ist ja so ein Übungszettel. Einfach nur mal, dass du diesen Pinsel, genau, und dann tunkst du ruhig in die Farbe. Ah, okay, also ich fülle es gar nicht hier rein, sondern, okay. Und dann abtupfen. Genau. Und dann fangen wir auch gleich schon mit Übungen an, weil da ist es direkt wichtig, dass du den Abstrich und den Aufstrich gibst. Oh Gott, Abstrich, heißt das überhaupt Abstrich? Der Strich von oben nach unten. Von Borben nach innen und? Ja, von unten nach oben. Den von innen nach Borben. Von innen nach Borben, also beides. Ja, von Borben nach innen. Genau, und ganz wichtig jetzt, dass du von oben nach unten machst du den dick. Ja, mach ich mal. Aber man muss wirklich ein Gefühl dafür kriegen. Bei mir hat der einfach einen Bug. Naja. Ja. Und wenn du ihn von unten nach oben machst, machst du ihn dünn. Von innen nach Borben. Drückst nicht auf. Von Borben nach innen ist er dick. Und von innen nach Borben ist er dünn. Man merkt, das ist richtig meditativ. Ne? Ja, das hat eigentlich auch echt dauert, weil man wirklich der Gedanken mit auf das Papier sieht, ne? Und nicht irgendwo. Ja, und damit kann man sich, ne, wie wir schon gesagt haben, jetzt sich auch Stunden beschäftigen, so wie man das dann auch kann, weil man Heat hat, aber wenn es eben dann eine rasche Kur ziehen soll, dann merkt man das eben, kann da aber dann rinkommen, ist das auf jeden Fall schon eigentlich wichtig, ne? So, nun kommen wir schon taut Alphabet. Ja, würde ich sagen. So ein paar, wir müssen ja jetzt nicht das ganze Alphabet durch. Und dann haben wir hier einmal die Großbuchstaben und die kleinen. Und da sieht man das ja schon auf diesem Übungsblatt. Es besteht aus mehreren Strichen. Ich kann ja mal dieses kleine A einmal zeigen, dass du quasi diesen Kreis einmal machst. Ne? Da. Machst dann sozusagen eine Pause
Genau, als zweiten Strich den dahinter. Set nochmal Nate an. Und du machst den auch immer hoch, dass du, wenn du das schreiben würdest, direkt den nächsten Buchstaben dranhängst. Ah ja. Dann schreib jeden Buchstaben einzeln. Mhm, okay. Und hängt man aneinander sozusagen, indem man dann eine Brüch schafft mit so einem schmalen... Genau, Ja. ne? Also dass du nicht dann so mit deinem A aufhörst, sondern so und so hoch wie möglich. Weil, weiß nicht, wenn da jetzt nochmal ein C dahinter kommt, dass das halt in 1 ist und dann wieder... Und so würdest du auch das ganze Wort schreiben. Immer einzelne Buchstaben. Ja, und so kannst du jetzt einmal so ein paar Buchstaben ausprobieren. Und Gott wäre Runde, wenn ich Runde und dann höre ich auf sozusagen. Und dann setze ich Nate an. Genau. Und wäre, weil ich noch Borgen gehe, schmale. Genau, aber du musst es auch nicht erzwingen. Wenn du jetzt beim P zum Beispiel das zu änderst, wie ich habe jetzt Oha geschrieben, das O ist zu Ende, also setze ich einen neuen Buchstaben Dann an. mag ich einfach Nein. Genau. Dass man dann nicht, genau wie du sagst, das nicht. Platt. So kann, das ist, glaube ich, nochmal wichtig für die Leute, dass man nicht, also man kann sich dann fast freuen, aber das ist so, ne, wenn du die Regeln befolgst, dass du so dünn nur Borben, dick, dünn, und dann kann man wirklich sein eigenes S ut, ne, auch sein eigenes T, genau. Ja, sehr laut. Genau, das wieder. Üben. Wenn wir jetzt anfangen, wirklich, dass wir einen Schriftzug oder eine Karte machen wollen mit einem Wort drauf oder wir haben vorher schon hier diese Wimpel dann gehabt. Ne? Ja, die kann man dann neu schön abhängen, ne? Also wenn du hier einen Stock genau. gleich möchtest, Ja. dann... Und da gehen natürlich auch viele Schmuckelemente, die man mit einbaut. Das natürlich da dann ist mit man dem frei Filzstift. und da gibt es eben volle Ideen, ne? Von Und genau, jetzt gibt es ein bisschen festeres Papier. Kann natürlich auch einen Karton nehmen oder gleich sich das für eine Karte zurechtschneiden. Ja. Wir üben ja noch so ein bisschen. Mal sehen, vielleicht kann man ja auch wirklich einen schönen Ausschnitt schon daraus finden. Okay. Und dann braucht jeder einmal eine Folie. Das ist Da schon, gibt es auch viele Techniken, ne? Ich zeig jetzt mal die. und das ist ja eigentlich schon Pleatsch, wenn man erstmal das Grode nimmt und sich das neue Rechtschnitt, als wenn man das dann erst schon mal Dekor Rechtschneiden deit und neuer passt eins nicht, ne? Genau. Das ist nochmal ein ganz gauder Tipp gewesen. Ich finde es auch immer Ich gut. kenne diese. Da ist das dann... Und das dann einmal ja. Stifte auf Wasserbasis. Also wir können die auch mit Wasser mischen und die zerfließen. Ah ja, okay, dann... Da kannst du die mal ich würde es vielleicht nicht zu hell machen für diesen Farbklecks. Ja, damit man das auch sehen kann, ne? Ja. Und du kannst auch ruhig 2 Farben zusammen. Ich mache das mal einfach ganz wild. Und bringst einfach ein bisschen Farbe auf die Folie. Und mag ich da jetzt Woche Röhre? Ja, Aber noch ein bisschen Wasser. Aber ganz, Einfach, dass das noch ein bisschen mehr verschwimmen da, ne? ja, das ist echt ein bisschen, ich glaube, das reicht schon. Wollen wir gleichzeitig? Ja, wiegst du dich? Eine Runde. Umdrehen. Oh, siehst du, ganz schön los. Ja, also mein Kleid schon auch nicht rümm, ne? Ja. Ist schon... Ich hätte sogar noch ein bisschen mehr Wasser nehmen können. Aber Okay, dann drückt man rup und... richtig. Wo Und wird ziehst denn es dir ab. Wow. Und auch das kann man gaut mit Kinder machen. Also gerade Grundschulkinder. Ja, die Kleckse. Ja, und auch geschrieben, ne? Weil der das sowieso gerade lernen down. Ich glaube, die sind dafür vielleicht dann auch, haben da vielleicht auch Lust drauf, ne? Und dann zeige ich dir noch eine Schrift mit Druckbuchstaben. Da haben wir auch wieder eine andere Vorlage, Unterlage auch wieder als Linienpapier. Wir können das ja mal direkt vergleichen. Also erstmal ist natürlich die Größe unterschiedlich. Und wir haben hier für die Schreibschrift 3 Spalten. Ja. Und für die Druckschrift haben wir jetzt Feie. Ja, 5 Linien. Feie, hier 3 und eine ist auch sogar breiter. Und hier sind alle Feie gleichbreit. Genau. Ja. Und dann zeige ich dir das mal, wie man das total einfach und schnell umsetzen kann. Wäre ein... Und da nehmen wir uns auch einfach einen, vielleicht nicht ganz so dünn, das ist wie so ein dicker Feinliner. Genau, du hast hier jetzt die speziellen, aber auch da kann man rauskriegen, was man Diese hat. Standard-Feinliner, die man hat, oder mit dünn bleibt. Also das geht ja auch mit dem Filzstift, mit dem Buntstift, das geht mit Einstiften.
zeige das auch jetzt mit dem Schwarzen, sieht man das auch gleich einfach schöner. Ja. Und dann orientierst du dich zum Beispiel, fangen wir mit dem E an, das geht ganz gut. Und das E ist natürlich die oberste Linie. Ja. Und jetzt kannst du dich entscheiden, nach welcher Linie du gehst. Ob du nach der mittleren gehst, dann ist natürlich so ein klassisches E. Ja. Oder, ich mag das ja total gerne, wenn das hier unten ist. Dann gehst du aber auch so weiter. Wenn wir jetzt beim A sind. Mag ich immer innen. Genau. Sozusagen dann Strich dann in der Mitte das E machst du auch bis nach da. Das nehme ich dann ne? Für Rieke. Bettner in. Ja. Genau. Das ist so, du hast neue eine Linie, die du trecken kannst. Ne? Das ist so was, sonst wird er halt in der mitziehen und so. Okay, und Borden können wir nicht auch machen. Das wäre dann, ich probiere das mal gut. Verrückt. Man kann natürlich jetzt auch noch mal, das kann man hier ganz gut sehen, bei dem, bei dem da gibt es dann noch Varianten, die man morgen kann. Wir können ja mal ein Wort irgendwie auch so schreiben. Und so kann man fliedig eine schöne Druckschrift. Genau. Und man kann dann auch die beiden Schriften, die wir jetzt lehrt habt oder die wir kennenlernt habt, tausorm. Ne, so wie hier, ob das ein Wimpeter sein. Da sind schon 3 Schriften an sich, die man kombiniert hat. Ne? Und dann werden wir jetzt, Moment, genau, unser Klecks. Das braucht noch ein bisschen. Wir können aber schon mal die Vorlage schaffen. Und zwar nehmen wir uns einfach wieder ein Schmierblatt. Und du kannst dir jetzt einfach mal ein Wort oder einen Spruch oder so, so wie du es nett findest, mal darauf positionieren. Du kannst dir auch vorher mit einem Bleistift Hilfslinien zeichnen, wenn du jetzt sagst, dir sind diese Hilfslinien zu schmal, dass du, ne, du weißt ja schon mal, du hast 5 Linien im gleichen Abstand, machst du dir in groß, dass du ein großes Wort hast. Ja. Und so können wir jetzt einmal unser Wort schreiben. Ja. So, jetzt nimmst du dir einen weichen Bleistift und wir brauchen jetzt die Rückseite. Sieht man bei dir die Rückseite? Das geht, ne? Sehe ich, ja. Ja. Die zeichnest du dir jetzt nach mit deinem weichen Stift. Und wenn du es jetzt so hast, wie du es haben möchtest, kannst du es jetzt, ich halte es immer so ein bisschen gegen das Licht, damit du deinen Farbklecks da ungefähr hast. Also damit ich sehen kann, wo an Ende ungefähr landet. Ja. Ne? Und wenn du dann die Position hast, kannst du das mit einem, ich würde jetzt nicht mehr den ganz weichen Bleistift nehmen, Ja. und darüber schraffierst du dann. Ach, ich schreibe nicht nur, sondern ich... Nee, du kannst einfach schraffieren, auch wirklich schön mit Druck. Zwischendurch mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Ja, es gerade so durch. Also man wird schon einen Moment haben, dass es dann auch nicht verschwimmt halt, ne? Ah, vielen Dank, Angelika. Genau. Richtig was lehrt. Ich gehe jetzt noch Hus mit meinen Bläre. Mal Grüßaufgaben. Sehr gut üben. Und Ist es wirklich, eben. Ja. Genau, und da, wie gesagt, es gibt viele Sorgen im Internet, was man sich angucken Ja, kann. und ganz viele Bölke auch, ne? Bölke dort ist auch, wirklich wo schön, auch Bläre dann irgendwie sind und so. Ja, liebe Leute, nu weißt du, wie das geht mit das schön schreiben. Das heißt eben. Ich hoffe, Sie nehmt schon die Zeit für das Blatt Papier, für Schau und für die Sie dann vielleicht auch was schenken. Der freut sich sicher und auch für Schau in dieser Zeit ist das ein schöner Ort und Wies, einfach mal ein bisschen runterkommen, sich nicht so viele Gedanken machen. Ich würde sagen, denn man tau. Afan schriftlich. Auf lüneburgischer Landschaftsverband.de finden Sie wie immer das Radl, auch auf www.plattfindstadt.de. Wir freut uns von Jotter hören, wie Sie es gefunden haben und wünschen euch erstmal nur viel Spaß.